Eine altbekannte Serie endlich wieder neu aufgelegt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt hier bei Dragon Ball Xenoverse. Mein Name ist Michael Leseyen und wie jeder weiß, bin ich ein riesen Dragon Ball-Fan und freue mich deswegen schon riesig auf dieses Spiel Dragon Ball Xenoverse. Ich will einen neuen Spannender darstellen. Ja, gerne doch. Und wieder mal das ist jetzt neu. Danke, dass du das Spiel erworben hast. Ein Dragon Ball Xenoverse spielen musst. Nutzbedingungen auf Zustimmen, den du Zustimmen auswählst. Von mir aus. Spielstart, Optionen. Gut, erstmal Optionen festlegen. Man weiß nie, was da alles drinsteht. Vielleicht ist irgendwie etwas total kacke. Bildschirmhelligkeit ist hoffentlich in Ordnung. Muss an den nächsten Parts uns anpassen. Übrigens, wenn wir schon mal bei Einstellungen so sind. Ich versuche das Spiel gerade in Full HD mit 60 FPS aufzunehmen. Kann deswegen sein, dass es teilweise noch ein bisschen ruckelt und so. Es sollte aber, wenn ich das richtig... Man, die Mucke ein bisschen leiser, Alter. Aber das ist eigentlich schon gut. Effekte, Stimmen. Ja, Stimmen sowieso voll. Charaktername. Ja, okay. Untertitel ein, Englisch. Was ist sonst noch? Japanisch. Audioeinstellung von den Charakteren war. Ich glaube, ich stelle mir jetzt doch mal Japanisch ein. Weil in der Regel finde ich die japanische Ausgabe besser. Ich werde jetzt aber in seinem Part auf Englisch zurückstellen, oder vielleicht auch zum dritten Mal gucken, sobald ich wieder zurückkomme, damit wir halt wieder ein bisschen Vergleich haben. So. Zurück, Dankeschön. Und leider musste ich auch die Hintergrundmusik noch wegschneiden, denn das ist alles in die GEMA lizenziert, sprich es ist Schala, HLA im Hintergrund und ja, auch deswegen blockierte Szenen und so, will er keinen Strike kriegen, deswegen ist bis jetzt noch keine Musik da, aber die kommt gleich. Okay, cool, wir starten direkt in der Originalstory. Ja, Xenoverse, worum geht's überhaupt? Es geht darum, stell dir mal vor, jetzt sind wir gerade hier auf Namek, oder? Was wäre wohl passiert, wenn Goku nicht die Genkidama gegen Freezer einsetzen konnte, weil Freezer der ausgewichen wäre und Goku direkt gekillt hätte? Wäre dann Son Gohan so ein Super Saiyan geworden? Solche Fragen und solche ähnliche Fragen werden hier in Xenoverse gestellt, denn hier wird die Geschichte auf den Kopf gestellt, denn irgendwelche böse Mächte aus der Zukunft wollen die Geschichte verändern, natürlich zum Nachdenken. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier überhaupt kämpfe. Wir haben natürlich gar keine Einweisung bekommen. So, das normale dürfte wohl der dritte sein. Nö. Das war mein Fehl. Normaler Keyblast, okay. Man sieht es auf der Grafik her und auf dem Kampfstil. Also irgendwie ist eine Mischung aus der Budokai-Serie und Battle of Z. Wow, Hilfe. Okay, da ist normal nach oben. Das ist so nach oben, das ist nach unten. Das ist die Hilfe, wa? Ah, ne, Moment mal, aha. Wollen wir ganz kurz auf die Special-Angriffe? Ne, auch nicht. Doch, die Special-Angriffe! Ja, die kann ich jetzt blocken, während... Ah, okay. Gut. Das ist seltsam. Ich blocke jetzt. Genau dann, wenn ich zuschlagen möchte. Jetzt zum Beispiel. Ah, vorher irgendwie weggekontert. Wie kann ich jetzt eigentlich hier... Es mit Blocken gehen, wa? Ich würde gerne irgendwie... Ja. Teleportieren wäre ganz nice gewesen. Gut, das geht hier gar nicht. Ja, er kann... Ja, teleportieren, hier kann es noch nicht, weil er noch nicht genau weiß, wie. Verleg endlich Freezer! Das sieht noch viel aus, wa? Gut, diese Freezer volle Kraft. Ja, wir jetzt... Moment mal. Ah, jetzt weiß ich wie. Schlagen ganz normal auf Viereck und dann teleporte mit X. Ich glaube, das hätte man weiß, nur während des Schlages. Ah.
Muss schnell genug wieder umschalten. Ja, ich bin noch ein bisschen aus der Übung wieder. Dieses Dragon Ball Spiel ist schon eine Weile her, aber ich komme schon da rein, keine Sorge. Kann ich eigentlich greifen? Geht das auch noch irgendwie? Scheint gar nicht zu sein. Da kommt ein epischer Finisher und... Sorry, Freezeline, so wird das nix. So, das war das Jahr 762. Und jetzt? Ja, genauso wie es auch sein soll. Dann kommt Trunks hinzu, Freeze endgültig platt, dann kommt die Cyborgs. Und Piccolo auch noch. Aha. Der war da nicht schlecht. 5 Jahre später. So clever bist du aber noch nicht. Gut, ich kann jetzt zumindest schon mal ein bisschen was. Also, er kann auch gut. Was soll ich eine bessere Kombis hinkriegen? So, dann war schlecht. Und jetzt wir machen einen Sturmangriff. Ah, okay, da klappt so. Wow. Bleib mal stehen, Sally Boy. Ich muss eigentlich nochmal während des Kampfes teleporten können. Aber, und da. Hinter dir. Eigentlich, ja, eigentlich müsste er jetzt vor ihm sein. Gut, die war halt hinter ihm. Geht doch. Jetzt bist du am Arsch. Ups. Ja, jetzt bin ich am Arsch. Hilfe und tschüss. Und ich muss zugeben, der Grafikstil trifft nicht unbedingt so meinen Geschmack. Da bin ich eher der Fan von Burst Limit und der Raging Blast Serie, aber es geht. Kann man halt bloß, ob da irgendwie auf der PS3 das ganz anders aussieht als hier auf der PS4. Das ist schon sogar gar kein Problem. Ich wollte noch froh gewesen wäre, eine Einführung zu bekommen in die Grundsteuerung. Nette Position. Muss man zugeben. So, lass mich ran, als erstes kommt Buu. Und vielleicht sogar Dragon Ball GT, weil die Saga kommt ja auch noch vor. Ja, man höre und staune. Ja, gehen wir mal weiter. Cool. Mann, Buu. Man zeigt nicht mit dem Finger auf andere Leute. Und nochmal 7 Jahre später. Ich bin gespannt, ich hoffe, es ist noch das gleiche. Yep. Ja, das ist einfach dauernd mit dem Teleportieren, ey. So, ein paar Kombos machen. Das ist doch nice. Doch nicht. So, komm her. Wir können jetzt sagen. Ich habe doch links oben habe ich eine gelbe Leiste und ich habe noch eine grüne. Ist die grüne irgendwie für Teleporting? Kann man was testen? Wollen wir ganz kurz? Yep, ist Teleportleiste, okay. Dass ich nicht blocke und X drücke, kann ich so teleporten. Das ist die gelbe. Okay, entweder ist die gelbe wirklich die Spezialleiste für Spezialangriff hat oder ich habe einfach momentan unendliche. Ich gehe wieder. Und da komme ich wieder. Voll Angriffe hinkriegen. Fix aber noch gar nichts, okay. Und tschüss, Buu. Der lebt immer noch. Aber nicht mehr lange. Ja. Nette Einführung. Wir sind jetzt noch ein bisschen lame von der Stärke her.
Und wo wieder stärker und stärker. 歴史が変わっていく。時の流れがおかしくなっているようね。このままでは歴史が。いいえ、この宇宙が消えてなくなるわ。遠くの地でお前を呼ぶ者がいる。Okay, danke schön lang. Ja, jetzt lief gerade nochmal das Intro durch. Ich hoffe, ich kann es auf YouTube hochladen, aber wenn nicht, dann, ja, es wird sich sicher halt anderswo auf YouTube befinden, das Intro, aber ja, will natürlich auch keinen Strike riskieren, deswegen. Hi, schön lang, ich bin hier, direkt vom Mikro. Aber jetzt mich da wegholen, ist ein bisschen unpraktisch, weil ich muss irgendwie das Video nachher bearbeiten, hochladen. Okay, die Szene verlassen hast. Ja, genau, das meine ich. Ich kann froh sein, dass der erste Teil davon irgendwie geschnitten ist und so und ich deswegen erst ab jetzt offiziell zuschneiden darf. Natürlich mitschneiden darf. So. Also, Statistiken Offensive und Defensive. KI für den automatischen Angriff steigt bei Max. Für den Erdling. Saiyajin, Kriegerstab, wenig Gesundheit, hohe Angriffskraft. Angriffskraft steigt bei der Gesundheit als Staatsanleihen. Steigen nach Wiederbelebung. Ja, wieder mal typisch. Hohe Verteidigung mit geringen Ausdauererholung. Verteidigungsbonus, maximale Ausdauer. Statistik, Geschlechtsabhängig. Was? Geschlechtsabhängig, okay. Ah, das. Ja, jetzt sehe ich es gerade erst oben. Ich dachte, es wäre so ein Goku, aber ist ja Yamchu. Nochmal Kiana, wenn die Angriff aber hohe Gesundheit und Ausdauer steigt schnell. Objekte effektiv als bei anderen Spezies erzeugt Gesundheit, wenn niedrig. Alte ständigen Abkürzungen. Freezer Clan. Hohes Tempo, aber geringer Angriff. Kann Gegner mit Kriegspersonen leben. Tempo-Bonus bei wenig TP. Also ganz ehrlich, da muss natürlich ein Saiyajin ran. Aber noch sonst. Weiblich natürlich, nee, männlich. Tja, jetzt geht's ans Erstellen, wa? Ich würde sagen so, könnte da meine Körpergröße sein, etwa normal, ne, ein bisschen zu fett. Kopfhaare Typ 4. Was habe ich momentan für eine Frisur, wa? Mein Gesichtsausdruck. Das wird momentan meine Frisur am besten aufzeigen, aber ich weiß nicht, wie es nachher Super Saiyan aussehen würde. So Gohan-Frisur ist klar. Kid Gohan, Team Gohan natürlich, Yamchu, Kid Gohan, ja. Nee. Nee. Das ist gleich Typ 4. Hier. An der anderen Seite war. Doch, wäre eigentlich das. Ja, wir können. Wir versuchen es einfach mal, weil wir können doch immer noch was ändern. Farbe nachher. Augen. Was machen wir für Augen? Ist klar. Alter. Kommt ein bisschen vor wie bei Sims. Ja, mach mal einen Typ 2. Pupillen. Kann ja noch viel machen, wa? Machen mal Typ 8. Ich glaube, nee, das sieht irgendwie schräg aus. Ich war Typ 5, muss Rest noch freischalten. Crazy. Da ist ein bisschen kleiner von Pupillen her. Ne, was auch mal so. Die Nase, was habe ich denn für eine Nase? Nee. Typ 4 könnte gut sein. Nein, eigentlich habe ich eher Typ 1 Nase. Mund, Kinn. Ja, schon mal besser. So spitz bin ich jetzt auch wieder nicht. Ja, doch, da kann man langsam hin. Die Ohren, was habe ich denn für Ohren? Man will nicht ja hören mit den Ohren. Aha, nach innen. Normale, ein bisschen größere. Ganz groß oder wie? Was für Typ Ohren? Nehme ich mal ein bisschen größeren. Oder keine Ahnung, was für Typ Ohren habe. Hautfarbe. Ich bin eher ein bisschen der blässere Typ, aber... Ja, doch, das ist gut. Haarfarbe.
unterschiedlich, aber Opening garantiert nicht. Wenn schon eher so ein Braun war. Ja, das passt. Die Augenfarbe. Muss eigentlich wieder rot oder soll ich direkt grün machen? Nee, wenn schon die Pupille wäre, dann grün, aber das passt. Kostümfarbe. Machen wir gleich Charakter wie noch bei Ultimate Tenkaichi. Wie figurbetont das ist klar. Der Gürtel war schwarz, wa? Machen wir auch wieder ein Blau. Wieso eigentlich so mit Blau und Gelb, aber es gerade auch nicht mehr. Aber es sieht irgendwie kacke aus, das Gelb. Ein bisschen dunkler hier, wa? So. Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, schwarz würde es hier besser passen, schon alleine halt, weil es sonst zu figurbetont ist. Aber gut, lassen wir es mal. Was wird hier noch irgendwie ändern? Der muss natürlich so Übermuskeln haben, ist klar. Oh Mensch, Kinder, das soll irgendwie realitätsnah sein. Ja, und sowas nehmen sie natürlich kleine Kinder irgendwie im Vorbild und denken sich, ja, nur so sieht gut aus, alles andere ist scheiße. Toll gemacht, Leute. Liebe Entwicklerteam. Lass mal schwarz. Die Schuhfarbe. Ich hätte gerne etwas in Rot. Aber die kann ruhig schwarz bleiben. Ein bisschen dunkler, wa? Und das ist die Mitte davon, wa? Ein bisschen brauner mäßig noch oder so etwas. Styling-Beratung bei Michael. Ja. Hat die Haare jetzt echt so? Ich weiß ja auch nicht, hey. Ne, komm, wir machen so. Das ist wirklich etwa 1:1 wie der aus Ultimate Tenkaichi, dann passt schon. Ein bisschen kurz die Haare, wa? Sieht irgendwie auch... Nee, das passt nicht. Nee, komm schon, muss man irgendwie damit identifizieren können. Wir lassen das. Oder? Wie sieht denn das nachher als Super Saiyajin aus? Okay, ja, so ungefähr sehe ich momentan auch. Gut, die Haare sind echt so lang. Ich ein bisschen kürzer. Ey, komm, wisst ihr was? Das spielt sowieso keine Rolle, es passt. Lassen wir das. Name und Stimme. Ja, also wenn ich schon der richtige Name. Ja, gut, ne, komm schon nochmal. Und dann kriegt er zurück. L2 geht doch, dankeschön. Michael, wie immer. Was für Stimmen drin haben. Na, wieso nicht? Nehmen wir die Stimme 5. Alles Paletti bestätigen. Yo. Legen wir los. Dann haben sie bevorzugt. Ich mache es auf Tuchfühlung. Bitte was? Bleib hinten Feuer von dort. Überwiegend schlagfähig. Na, oder fern ich halt die Balance. Ja, bin ja der Balance-Typi. Also, endlich mal nach gefühlten 100 Minuten. Legen wir los. Der gute Michael betritt die Dragon Ball Welt. Was er wohl hier erfahren wird? Eine sehr, sehr gute Frage. Das Jahr 850, was über fast 100 Jahre Zukunft. Was zum Henker? Es erinnert mich ein bisschen an Okami. Shenlong? Ja, Tschüssikowski. Cool over the Dragon Balls. Also nicht nebenbei gesagt.
Wo zum Henker bin ich hier? Ist das... Wer bist du? 驚いてますよね。説明は後でゆっくりさせてもらいます。でもまずはあなたの実力を見せてください。Trunks-Test. Besiege Trunks, Niederlagebedingungen keine. Ja, wieder offen. Toll. Mal gucken, wie wir uns gerade steuern lassen. Ich hoffe, etwa ähnlich wie Goku vorhin. Oh, ja, jetzt kommen... Ey, die hätte vorher kommen müssen. Okay, wählen kann man bewegen, das ist kein Problem. Sprung, Aufstieg, sinken. Ah, L3 noch gar nicht drauf, gut. Jetzt bewegen, um einen Tempo-Boost-Sprint zu machen. Erhalten muss er denn, okay. Er bewegt, tippe L2, R und erhalten und tippe, um eine Schnittbewegung zu machen. Gut. R1, ja, wie bei Battle of Set hier mit anvisieren. Schwache Angriffe und starke Angriffe können abgewiesen werden, um deine Kombos zu variieren. Drücke Option im Außen so lang und schau dir dort die Komboliste an. Kreise für reguläre Key-Explosionen genutzt, halte die Taste gedrückt für mehr reguläre Key-Explosionen. Drücke L1 und für einen Wurf. Na, Enter haben wir den mal. Meine Feinde, drücke für einen Rückschlagangriff. Okay, wir können gespannt sein, ob das Ganze funktionieren wird. Und los! Ich hab dich, Trunks! Wie, jetzt ist das ein Wurf? Wollen wir verarschen? Scheint zumindest so, ich drücke L1 plus Kreis, also müsste das wohl echt der Wurf sein. Magnetische Abwehr. Options, ja, ist klar. Dankeschön. Siehst du, ich kann auch porten. Mann, ey. Was gegen andere Angriffe verteidigen? Ich bin ein bisschen zu schnell. Alle zum Abwehren. Okay, wenn du keine Ausdauer mehr hast, bist du im Bereich brechbar. Oh, ich bin nicht gerne brechbar. Ich breche zwar manchmal, aber nicht so. Drücke, ja. Haben doch schon alles. An so Spezialfähigkeiten hat er 2, um die Steueranleitung für Subangriffe zu öffnen. Haben wir vorhin auch schon gesehen. Für die ultimativen Moves zu öffnen. Okay, beides sind natürlich neu. Haben noch gar nichts, wa? Man muss die Frisur noch mal ändern. Irgendwie passt mir noch nicht so ganz. Geschafft. Viele Punkte verdient Zeni, Rang Z. Oh yeah, Mann. Level up, will mal hoffen. Man hat der erste offizielle Kampf für uns. Kein Problem. Wir sind ja Shinsen sind so gewohnt. Servus, ich bin Michael. Bist du der gleiche Trunks wie aus dem Anime oder Manga halt, aus den Originalteilen? Freunde, das will es mehr, wenn wir noch erfahren. Aber nicht mehr heute, sondern erst morgen wieder im zweiten Part dann hier beim Spiel von Dragon Ball Xenoverse. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich bin da bis kalte Wasser geworfen worden. Einerseits wegen halt der Steuerung, andererseits halt auch im ganzen Kampfgeschehen. So der Charakterstellung hat auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und natürlich auch, dass das Intro reinbringen konnte. Wenn nicht, wie gesagt, tut mir leid, aber will natürlich keinen Strike riskieren. Ich versuche, was er kann und wenn es halt nicht klappt, ja, Intro kann man sich halt zu Genüge noch auf YouTube angucken. Und hoffe, es seid auch im nächsten Part dabei. In diesem Sinne, bis dahin und tschüss.